Ja, Leeflü, heute bin ich ohne Konzept hier, aber ich mag es einfach so jetzt gut, wenn ich das spreche. Ich habe genug heimliegen, aber ich kann es nicht mehr lesen. Aber jüngst es auch sagen, ich habe extra geschrieben, sagen, Theo will noch jetzt sagen. Da sitzt Gisela, eine ehemalige Schülerin, die sagt immer, ich habe 4 Jahre in Haare gewohnt und für mich gibt es keine Haare, sondern Säge. Und da, insofern hat sie recht, in Outhaare, da wird wirklich gesagt Säge. Und in Neuhaare und Haserdrich und Drich, da sagen sie. Ja, dazu nebenbei so. Aber in Haare, da hausen 3 Schulen. In Haserdrich, das war eine einklassige Schule. In Neuhaare, das war 3 bis 4 Klassen. Und in Outhaare, das war 3 Klassen. In Outhaare, da ging ich in die Schule. Auf jeden Fall war es so, dass da immer ein Wettstreit war, wer das Beste macht ins Feuer haut, das Schönste macht ins Feuer. Und nach dem Krieg, da haben der Jope Bosch aufgemacht, die Holländer. Das war in der deutschen Bosch. Schabrocker Job, Frankenschrift, das ist ähnlich, der war derjenige, dem der Bosch gehört. Und deshalb hieß der nicht echter Wald oder echter Bosch, sondern Jope Bosch. Wie kommt der Job da dran? Job, der hat gehört, ob in echt wird der Bosch verkauft. Eine rote Bosch, der langs die Grenze läuft, ungefähr von echter Heide bis auf Fücht an. Und auf jeden Fall war es so, sagen wir, dass der dann doch, da soll ihn versuchen, zu kriegen. Job mag sie auf der Weg, hau in den Steck, in eine Ruhe Tasche durch, da hängen dran, so meistens noch mit die Lüder, jetzt der Erde mit drin und so weiter, dass sie unterwegs jetzt hauen. Job, der Vogt von Harenhut, Schabrock, das ist so ein Gehöft, da wurde diese Urviecher lopen. Ich sage mal, wo Platon immer, da liegt da die Wiesente, auf jeden Fall. Der sagt, auf jeden Fall, Job kommt da rein, da sitzen da die Rieke Miners aus Rotterdam, auf Amsterdam und sind sich an den Hur bewegen. Job sagt, was war das letzte Gebot? Ja, das und das. Das ist ja nicht drüber. Die Rieke Miners, die kicken sich an, was will dieser, was will der eigentlich hier? Der hat doch nichts auf den Sack. Sagt Job, so, das und das ist die Gebot, so, das ist mein Gebot. Die Männer, die waren geschockt. Die Kirche und kriegte kein Gebot mehr, ob sie mogen kein mehr Gebot mehr. Bis auf einmal der Zuschlag kommt. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Da hau Job der Bosch. Ja, wer seid ihr eigentlich? Ja, Franken, sowieso, Josef und so weiter. Und hat er dann auch Börje? Ja, sagt Job. Was meint ihr da mit Börje? Ja, Leute, die für euch dann auch ratscht und dass ihr in der Lage seid, das zu bezahlen. Job, der Ruhetasche, ob der durchgepatscht. Du siehst er ob, lauter Goldstücke. Das sind nicht bei euch, damit er beschädigt wird. So kriegt Job der Bosch. Aber Job, der hat noch einen anderen Plan. An die Deutsche See, da wollte er einen Mühle bauen. Deshalb hieß er fort, der Mühleberg ist das bekannt. Aber das kennen bloß wenige Leute. Bloß die Leute, die jetzt mit Schmuggel zu tun haben. Die war Pöttbruck und von Deliat in einem Punkt, wollen sagen, wo sie sich treffen wollen mit den Deutschen. Und dann bin ich, da war Kurt van Heel und Pöttbruck, der kommen mit der Trade rüber. Und dann sagt er immer, Pap, der war natürlich auch an die Grenze. Nicht als Kamis, mit der Schwiegervater war Kamis.
eine strange Kamis, muss ich sagen. Aber ich bin prima mit dem Hut gekommen, obwohl ich von einem Jungen von einem Schmuggler war. Da sagt Gurb, hey, Jupp, wo soll ich kommen? Die Mann, die staat hier da an het hel, en dan kom ik het beste aan de Mülleberg. Ja, dat is goed, dat was een punt wo man sich kannt. Da wird alles geschmuggelt. Die Deutschen, die schmuggelten zum Beispiel Bettstangen oder auch so die Horrormaschinkes, die gingen nicht mit Strom, sondern die wurden so. Und auch so, ja, Bisamratten, die haben jetzt gesehen, wie aus dem Hut, so eine Wäschkettel. Du sagst, Pap, da musst du nicht Gott raten, die bieten dich mit einem Finger, mit einem Biet in den Finger auf. Auf jeden Fall, da wird dann das ausgetauscht. Aber der Juppe Bosch, ich muss jetzt langsam dorthin kommen, wo ich her will. Der Juppe Bosch hat die Hollinger aufgemacht, aber das ganze Tag hoch, das lag da. Und wir, die Autarischer, ob da nach der Schule, over nach der Bosch. Und dann wurde gekeken, nach beide sie auf keine Kamisse kommen, vor allem die Hollinger Jungen. Die haben mich damals beinahe geschnappt. Auf jeden Fall wurde die Tektor noch rüber getrogen und der Haufen Evür, ich kann bloß sagen, einmalig. So was Schönes, da konnte die Neuhaarischer nicht dran tippen. Und das war das Wichtigste. Naja, auf jeden Fall etwas so, sagen wir, dass dieser Juppe Bosch, der hat eine unheimliche Rolle gespielt. Ihr kennt bestimmt die Geschichte auch da von der Jagdaufseher, der die 4 Jungs da durchgeschaut hat, von den Elsen, ja. Das ist in der Bosch passiert. Und ich habe mit einem Mensch auf der Gemeinde gewirkt, in der Ferien, Erxien, der war einer von den Strapper, der strappte immer die Dirkes. Und das war von den Elsen. Und da komme ich abends mit der Kar, mit Röbe, über den Grenzweg. Oh, da steht Van den Elsen. Sagt er, ich mach freundlich, sprech mal laut. Abend, meneer. Abend. Zack, da hat er mich gedüht, sagt er. Du schubste mich für das Karrerad. Aber der war so fanatisch. Mein Opa, der ging nach der Müng, nach der Kapelle. Du sagte, meneer Tolen, hier mag je niet gaan. Meneer, ich kann noch über die openbare Wege. Maar als ich euch sage, je mag hier nicht gaan, dann ist es so. Selbst wenn unser Leben hier kommt, en hij wilde gaan, en hij zei, mijn lieve heer, dat mag je niet gaan. Dat doet er niet. So fanatisch. Der hat also in seinem Eifer oder wie Übereifer hat er dann diese Strapper totgeschossen. Und mein Schwiegervater, der war damals an der Grenze da in Haaren, der ist an der Stelle gewesen, wo die 3 Jungen in einen alten Fuchsbau hineingestampft worden sind. Schrecklich. Und einen, den hat er schon ein halbes Jahr vorher totgeschossen. Der war auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Den hat er auch gesehen. Da hat er sich gesagt, Rubox, wenn ich dich kriege, da geht es dich nicht tun. Oh, meneer, ich fahre openbare Wege, da mag ich nicht tun. Oh, wart man's af. Der war eines Tages weg. Der wohnte in der Kleehüske, Brüggelke an der Grenze. Wo damals auch später der Franken, der Horfau, ja, oder Würkelkinger. Und ich habe ganz gut an der Grenze gewohnt, wie ich meine erste Stelle an der einklassigen Schule in Brüggelke gehauen. Und da will ich, dass die Kamisse sagte, sie könnten uns ja auch mal einen Tipp geben. Da habe ich für da gesagt, mein Gesicht ist nicht zur Grenze hingerichtet, sondern zum Dorf hin. Ich sehe nichts, was hinter mir passiert. Und umgekehrt war die Schmuggler, die wollen auch
meine Frau gewinnt, dass die in der Fenster lag und dann irgendwie in der Tippjo. Sag ich, Rita, du hast ein ehrliches Brot gegessen von einem Zollbeamten und das gibt nicht. Da wurde eines Tages geschoten das Haus rum. Das war mein Schwiegervater bei uns natürlich. Du sagte, hör uns, Pistolenschüsse nach draußen und aus kleinen VW-Büske voll Erpel geladen, haben wir voll Erpel geladen. Die Hälfte haben wir für Schwiegervater, die andere Hälfte was. Die dummste Boer hat die dickste Erpel. Ich hatte 12 Zentner Erpel in unserer Jagd. Du kommt einer von den Kamissen auf dem Eilup und hält ihm die Pistole für. Kollege, tun Sie das Ding weg. Das ist kein Spielzeug. Und dann muss ich sagen, der war der durchgeschoten worden in Töttere, sagte, Schäferhunde, das ist das Beste, das ist mein bester Freund. Ich konnte heute der Jan so offen vertellen, aber ihr merkt, er geht immer flott von Thema ab. Das Schönste für, das war den Outhaare und das muss ich uns heute klar und deutlich sagen.